Lieschen Radieschen kriegte immer gleich einen roten Kopf. Aber immer, da war nichts zu machen. Lieschen, dir ist kalt, rief Tante Evelyn. Komm, Pullover anziehen. Das ist ein Kratzpullover, sagte Lieschen Radieschen. Aber er ist warm, sagte Tante Evelyn. Ich mag keinen Kratzpullover, sagte Lieschen Radieschen. Komm, sagte Tante Evelyn, du verkühlst dich sonst. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Lieschen, sagte Tante Evelyn. Lieschenkopf wurde noch röter. Lieschen, bitte, sagte Tante Evelyn. Lieschenkopf wurde noch röter. So, jetzt ziehen wir den Pullover an, sagte Tante Evelyn. Da schrie Lieschen Radieschen so laut, dass der Pullover davonflog. Gut, dann gehen wir eben nach Hause, sagte Tante Evelyn. Lieschen Radieschen hörte sich nicht. Ich hab gesagt, wir gehen nach Hause. Lieschen Radieschen rührte sich immer noch nicht. Lieschen, bitte. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Gut, sagte Tante Evelyn, dann gehe ich eben alleine nach Hause. Aber eines sage ich dir, so zornige Kinder, die holt der Lämmergeier. Mich holt kein Lämmergeier, schrie Lieschen Radieschen. Ich hol ihn. Lieschen Radieschen stand jetzt alleine im Park. Da kam der Lämmergeier. Lieschen Radieschen, ich komm dich holen, sagte der Lämmergeier. Du holst mich nicht, schrie Lieschen Radieschen. Ich hol dich. Und Lieschen Radieschen sprang dem Lämmergeier auf den Rücken. Hey, schrie der Lämmergeier, das ist verkehrt. Ich muss dich in meinen Krallen tragen. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Na, was ist? Sagte der Lämmergeier. Lieschenkopf wurde noch röter. Also los, schrie der Lämmergeier. Lieschenkopf wurde noch röter. Runter mit dir, sagte der Lämmergeier. Da schrie Lieschen Radieschen, dass dem Lämmergeier fast alle Federn ausfielen. Ist ja schon gut, sagte der Lämmergeier. Dann fliegen wir halt so. Lieschen Radieschen ritt auf dem Lämmergeier übers Meer. Wo fliegen wir hin? Fragte Lieschen Radieschen. Zu der einsamen Insel, wo die zornigen Kinder eingesperrt werden, sagte der Lämmergeier. Da will ich nicht hin, sagte Lieschen Radieschen. Du musst aber, sagte der Lämmergeier. Nein, ich will Prinzessin in einem Königsreich werden, sagte Lieschen Radieschen. Tut mir leid, sagte der Lämmergeier. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Nicht schreien, bitte, sagte der Lämmergeier, sonst stürzen wir ab. Dann bring mich in ein Königreich, sagte Lieschen Radieschen. Der Lämmergeier brachte Lieschen Radieschen in ein Königsreich, wo der König und die Königin keine Kinder hatten. Da bringe ich eine Prinzessin, sagte der Lämmergeier. Die Königin ging dreimal um Lieschen Radieschen herum. Ich weiß nicht, sie sieht nicht aus wie eine Prinzessin. Ich glaube, ich kann sie nicht nehmen. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Vorsicht, sie brüllt, sagte der Lämmergeier. Na wenn schon, sagte die Königin. Da brüllte Lieschen Radieschen, dass der Königin die Krone vom Kopf flog. Na gut, ich nehme sie schon,
sagte die Königin und ging zum König, um ihm zu sagen, dass sie jetzt eine Prinzessin hat. Hat uns der Storch ein Kindchen gebracht? Fragte der König entzückt. Nein, der Lämmergeier, sagte die Königin. Lieschen Radieschen wurde Prinzessin beim König und der Königin. Die Königin schenkte ihr ein rosa Kleid mit weißen Spitzen und silberne Schuhe. Nein, ich will schwarze Lederhosen und schwarze Stiefel und einen silbernen Gürtel, sagte Lieschen Radieschen, und einen schwarzen Umhang wie Zorro. Aber das passt doch nicht für eine Prinzessin, sagte die Königin. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Du kriegst deine Zorro-Ausrüstung, sagte die Königin. Die Königin brachte Lieschen Radieschen ihre Zorro-Ausrüstung. So, und jetzt gehe ich Seeräuber fangen, sagte Lieschen Radieschen. Aber Lieschen, das gehört sich nicht für eine Prinzessin, sagte die Königin. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Aber sei wenigstens vorsichtig, sagte die Königin. Da sattelte Lieschen Radieschen den Lämmergeier und flog aufs Meer hinaus, Seeräuber fangen. Zwischendurch trieb sie sich in den Fischerkneipen herum und spielte Fingerhaken mit den Fischern. Mir gefällt das gar nicht, sagte die Königin zum König. Dieses Lieschen benimmt sich überhaupt nicht wie eine Prinzessin. Sie ist viel zu zornig. Aber immerhin fängt sie die Seeräuber, sagte der König. Aber das gehört sich doch nicht für eine Prinzessin. Macht ja nichts draus, sagte der König. So zornige Prinzessinnen holt der Lämmergeier. Denkste, sagte die Königin. Der hat sie doch gebracht. Ach ja, sagte der König. Alle Seeräuber sind jetzt gefangen, sagte Lieschen Radieschen zum König und zur Königin. Jetzt werde ich die Landräuber fangen. Weißt du, Lieschen, sagte die Königin, wir haben uns gedacht, vielleicht kriegen wir bald noch einen kleinen Prinzen und der wäre dann sehr traurig, wenn du für ihn keine Räuber übrig lassen würdest. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Ist ja schon gut, sagte der König. Geh nur die Räuber fangen. Da sattelte Lieschen Radieschen ihren Lämmergeier und ritt aus, um auch noch alle Landräuber zu fangen. Dieses Lieschen wird nie einen Prinzen kriegen, sagte die Königin, wenn sie nicht lernt, sich wie eine Prinzessin zu benehmen. Welcher Prinz will schon eine Prinzessin, die auf einem Lämmergeier reitet und Räuber fängt? Vielleicht wird sie von einem Drachen entführt, sagte der König. Wenn dann ein Prinz sie befreien kommt, muss er sie auch heiraten. Ein Drache kam, um Lieschen Radieschen zu entführen. Ich will nicht entführt werden, sagte Lieschen Radieschen. Du wirst gar nicht gefragt, sagte der Drache. Ich will aber gefragt werden, sagte Lieschen Radieschen. Schluss jetzt mitkommen, sagte der Drache. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Also was ist? Sagte der Drache. Da brüllte Lieschen Radieschen, dass der Drache vor Schreck hinüberkugelte. Geh jemand anders entführen, schrie Lieschen Radieschen zornig, aber nicht die schwarze Prinzessin. Da flog der Drache ins Nachbarland und entführte dort den Prinzen. So, jetzt gehe ich den Prinzen befreien, sagte Lieschen Radieschen zum König und zur Königin.
Also, das geht wirklich zu weit. Das kannst du uns nicht antun, sagte die Königin. Ja, wirklich, sagte der König. Prinzen befreien Prinzessinnen und nicht umgekehrt. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Nein, das nützt ja jetzt gar nichts, sagte die Königin. Der Prinz wird sich schon selber helfen müssen. Lieschen Kopf wurde noch röter. Lieschen, also wirklich im Ernst, sagte der König. Lieschen Kopf wurde noch röter. Ich glaube, gleich brüllt sie, sagte der König ängstlich. Halt dir die Ohren zu, sagte die Königin. Sie muss lernen, dass sie nicht immer ihren Willen durchsetzen kann. Aber Lieschen Radieschen brüllte nicht. Sie blies die Luft zwischen den Zähnen heraus, drehte sich um und ging aus dem Saal. Dann sattelte sie ihren Lämmergeier und ritt, den Prinzen zu befreien. Der Drache hatte den Prinzen an einen verdorrten Baum gefesselt, der einsam auf einem hohen Berggipfel stand. Der Prinz hatte blonde Haare und blaue Augen und war schrecklich traurig, weil er gefangen war. Der Drache hatte sich um den Berg herumgeringelt und bewachte den Prinzen. Da kam Lieschen Radieschen auf ihrem Lämmergeier durch die Luft geritten. Kämpfe mit mir, schrie Lieschen Radieschen. Ich denk nicht daran, brüllte der Drache. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Du sollst mit mir kämpfen, sagte sie zwischen den Zähnen. Prinzessinnen raube ich, mit denen kämpfe ich nicht, schrie der Drache. Da brüllte Lieschen Radieschen, dass der Drache vor Schreck den halben Berg hinunterkullerte. Dann gab sie ihrem Lämmergeier die Sporen und er stieß von oben auf den Drachen herab. Lieschen piekste den Drachen mit ihrem Zorodegen hinter das Ohr. Genau an dieser Stelle hatte der Drache einen Pickel und war da schrecklich empfindlich. Aua! Brüllte der Drache und stieg in die Luft. Aber der Geier konnte schneller fliegen als der Drache und der Drache konnte Lieschen Radieschen nicht erwischen. Dreimal jagte der Drache Lieschen Radieschen um den Berg herum. Dann war er müde und plupste hinunter. Lieschen Radieschen flog auf die Bergspitze und befreite den Prinzen. Bist du froh, dass du erlöst bist? Fragte Lieschen den Prinzen. Klar, sagte der Prinz, sehr froh. Lieschen Radieschen und der Prinz flogen auf dem Lämmergeier nach Hause. Gefällt dir mein Zorro-Kostüm? Fragte Lieschen Radieschen. Oh ja, sehr, sagte der Prinz. Ich habe bei uns zu Hause alle Seeräuber gefangen. Glaubst du mir das? Fragte Lieschen Radieschen. Na klar, sagte der Prinz. Du hast ja auch den Drachen besiegt. Aber ein paar Landräuber sind noch übrig, sagte Lieschen Radieschen. Möchtest du mit mir zusammen Landräuber fangen? Ich weiß nicht, sagte der Prinz. Ich habe ein bisschen Angst. Das macht nichts, sagte Lieschen Radieschen. Ich bring's dir bei. Gut, sagte der Prinz. Da drehte sich der Lämmergeier um und sagte, aber du musst immer alles tun, was sie sagt. Denn wenn ihr was nicht passt, dann kriegt sie immer gleich einen roten Kopf. Und dann brüllt sie. Gar nicht wahr, rief sie. Nur wenn man mit wem nicht vernünftig reden kann. Ich weiß nicht, sagte der Prinz. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Wenn mir was nicht passt, fange ich immer an zu stottern. Und das hilft überhaupt nicht. Lieschen Radieschen stellte dem König und der Königin den Prinzen vor. Das ist der Prinz, den ich befreit habe. Mit ihm kann man vernünftig reden und wir werden zusammen Landräuber fangen gehen. Na fein, sagte die Königin.
Da kann er ja wenigstens auf dich aufpassen, dass dir nichts passiert. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Jetzt reicht's mir aber, schrie sie. Und zum Prinzen sagte sie, weißt du was? Hier bleibe ich nicht. Ich bin gar keine richtige Prinzessin, weil ich nämlich Lieschen Radieschen bin. Das ist gut, sagte der Prinz. Ich bin nämlich August Häseböck vom dritten Stock. Dann fliegen wir jetzt nach Hause, sagte Lieschen Radieschen. Und das taten sie. Und der Lämmergeier flog so schnell, dass sie noch rechtzeitig zur Nachtmahlzeit daheim waren.